tut mir leid sagen, ist für mich nicht so schwierig. Ich bin sehr aufbrausend, ich bin sehr emotional und da gehört aber auch dazu, dass ich mich eigentlich sehr gut entschuldigen kann, wenn ich merke, das ist jetzt nicht so richtig war. Und dieser Song, das bin 100% ich. Also ich glaube, meine Frau, sie hat nur gelacht auf der Stockzähne, als er den vorgespielt hat. Wir haben ein ziemlich turbulentes Jahr hinter uns. Ich habe ein Musical gespielt, wir haben noch ein Kind bekommen, ich habe ein Album geschrieben, wir haben es noch produziert. Wir haben ein sehr turbulentes Jahr hinter uns und ich musste ein paar Mal es tut mir leid sagen, wenn ich unter die Decke geschliffen bin. Und darum, ja, es gibt nicht viel zu sagen zu diesem Song. Ich denke einfach, er wird vielen Leuten aus dem Herz sprechen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere Mann, vielleicht, weil er es selber nicht sagen kann, der Frau diesen Song schickt. Und ich finde halt eben, manchmal muss man auch über seinen eigenen Schatten stehen. Also ich merke, dass je länger, je mehr, je älter dass man wird und je länger dass man in einer Beziehung ist, desto weniger hat man Lust, es tut mir leid zu sagen. Und vor allem auch, wenn man eigentlich weiss, dass man nicht schuld war am Streit. Weißt, es ist ja viel so, dass das, was zum Streit geführt hat, dort ist man die schuld, aber dass es Streit hat gegeben wegen dem, ist man nicht schuld. Wenn ich sage, es tut mir leid, dann geht es ja sehr oft auch darum, wie man sich verhalten in diesem Streit und nicht primär um das, was zum Streit hat geführt. Und ich habe das Gefühl, das macht es manchmal schon auch schwierig, tut mir leid zu sagen. Und ich habe gemerkt, jetzt in unserem turbulenten Jahr, dass es einfach wahnsinnig heilend kann sein kann, wenn einer diesen Schritt geht. Wenn einer sagt, es tut mir leid, auch wenn er wahnsinnig muss über seinen Schatten springen muss. Aber dann kommt der andere auch und dann kann man nochmal darüber reden. Sehr oft. Und das hilft dann eigentlich, dass die Entschuldigung auch nicht mehr so braucht, weil man sich dann erklären konnte in einem normalen Ton. Aber es braucht zuerst den Bruch, wo mal einer einen Fehler eingesteht. Was für einen muss man sich ja dann... Man muss ja nicht unbedingt «es tut mir leid» sagen für einen Grund des Streits, sondern man kann sich ja nur für das entschuldigen, wie man sich verhalten hat. Und ich denke, da können sich, glaube ich, meistens beide entschuldigen.